Wir befinden uns im Museum der Sardischen Berge in Arezzo und präsentieren die Ausstellung der Assoziation Historische Spuren der Impronte di Storia. Dies ist der Teil, der der Schmiede zum Gießen von Bronze gewidmet ist. Ungefähr gesagt befinden wir uns zwischen dem Ende der Bronzezeit und dem Beginn der Eisenzeit. Die verschiedenen hier vorhandenen Teile sind alles, was nötig ist, um Metall in dieser chronologischen Zeit schmelzen zu können. Wir haben die beiden Blasebalge auf der Seite, die abwechselnd arbeiten, sodass beim Aufblähen eines zum Luftblasen der andere das Gegenteil austritt, sodass der Luftstrom kontinuierlich ist. Die beiden Bälge, die spezielle Ventile haben, um sich manuell aufblasen zu lassen. Einfache Lederventile sind durch dieses Leder-Uystök verbunden, das alternativ auch aus hohlem Holz gefertigt werden kann. Sie sind mit dieser L-förmigen keramischen Form namens Tuyere verbunden. Das Tuyere kann verschiedene Formen haben, direkt mit dieser Form, die von den Formen abgeleitet ist und die beispielsweise in den Terra Maricole-Kulturen Norditaliens beobachtet wurden, oder bereits mit den beiden Yzentförmigen Kanälen, die von den beiden verschiedenen Bälgen desselben Objekts ausgehen. Was Sa betrifft, so sind die einzigen bekannten Tuyera zwei Tuyera, die in Bestattungen aus der späten Kupferzeit, der frühen Bronzezeit aus Nordsardinien und der Nekropole von Angelo Ruggiu in Alghero gefunden wurden. Und sie haben eine sehr einfache Form. Es sind einfache hohle Kegel, wobei der schmalste Teil zum Feuer zeigt und der breitere Teil wahrscheinlich in ein hohles Holzobjekt eingesetzt wurde, das dann mit dem Balg befestigt wurde. Offensichtlich impliziert die Tatsache, dass die beiden Rohre in einer einzigen Düse kombiniert sind, wie in diesem Fall, dass es zuerst etwas gibt, das sie verbindet. In diesem anderen Fall waren die beiden Tuyeren jeweils mit einem anderen Balg verbunden und arbeiteten synchron. Anschließend wird die transportierte Luft direkt über das Metall gepumpt, sodass im Gegensatz zu modernen Gießereitechniken, bei denen die Luft von unten oder zumindest von der Seite kommt, um die Kohle zu erhitzen und somit den Tiegel zu erhitzen, hier die Luft direkt von oben kommt und den Kohlehaufen erhitzt, der oben statt unter dem Schmelztiegel liegt. Im Schmelztiegel befindet sich das Material, das geschmolzen werden muss. Daher wird das Metall, das kein Rohmetall mehr ist, sondern bereits in Form von Platten oder in jedem Fall Barren hergestellt und verarbeitet, dann gebrochen und mit den richtigen Proportionen platziert, um beispielsweise Bronze zu erhalten. Bronze besteht zu etwa 90% aus Kupfer und etwa 10% Zinn, und durch die Variation dieser beiden Anteile entsteht ein härteres oder formbareres Metall. Wenn der Tiegel dann fertig ist, weil das Metall darin geschmolzen ist und, wie man im Fachjargon sagt, reflektiert wird, sieht man diese reflektierende Metalloberfläche, dann ist es Zeit für das Gießen. Dann wird der Schmelztiegel durch das System gehalten, das zum Kneifen gemacht werden soll, zum Beispiel mit einfachen Holzzangen, die meist zuerst nass sind, um Feuer zu verhindern. Zum Beispiel wird der Tiegel abgeklemmt und ja, das Gießen ist fertig. Auf diese Weise wird das Metall auf die Form gegossen, zum Beispiel im Fall einer Muschelform, wie etwa bei dieser Form, um Pfeilspitzen zu erzeugen. In einer Muschelform wird die andere Hälfte zur Schließung der Form geführt, das flüssige Metall wird von oben gegossen, alles wird zusammengebunden, natürlich wird es zuerst in der Nähe des Feuers erhitzt, dann wird nach dem Gießen die Form wieder geöffnet, die aus Keramik bestehen kann, aus Stein, auf verschiedene Weisen, mit verschiedenen Materialien, und das Objekt wird erhalten, was natürlich noch nicht vorbei ist. Sie hat einige Gussgrate, sie hat immer noch den Gießkegel, etwas Ähnliches, und sie muss weiter verfeinert werden, um die definitive Form anzunehmen, die gesucht wurde, wie in diesem Fall eine Axt. Es wurden nicht nur einseitige oder doppelseitige Objekte hergestellt,
daher mit einer einseitigen Fläche bei Einventilformen oder doppelseitigen bei Muschelformen, sondern auch spezifischere Objekte wurden mit einer anderen Technik, der Wachsverlorentechnik, hergestellt. Die bekannten Nuragik-Bronzen werden beispielsweise mit dieser Technik hergestellt. Die Technik besteht darin, eine Wachsfigur herzustellen. Die Figur wird mit den gewünschten Merkmalen am Ende modelliert. Sie wird auf den Kopf gestellt und dann wird hier das Gießen durchgeführt, wie in diesem Fall, bei dem die Füße der Statue als Zugangstrichter für das Metall dienen. Das Metall geht zum Kopf hoch und dann nach oben, auch dank der verschiedenen Kanäle, die die verschiedenen Teile verbinden, und am Ende erhält man ein Objekt, das ebenfalls dieselben Kanäle enthält, dieselben Teile, die dann abgeschnitten werden müssen, zum Beispiel mit einem scharfen Stein oder einem Meißel. Nehmen wir den Fall eines noch härteren Bronzemeißels und so erhält man die fertige Statuette, die dann poliert werden muss und praktisch bereit ist, in Wasserheiligtümern wie Heiligenbrunnen und Megara ausgestellt zu werden. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine Figur, die mit der wachsverlorenen Methode erhalten werden kann, die immer mit der üblichen Methode hergestellt wird. Und so gibt es noch mehrere andere Beispiele und das ist die oxidierte Metallversion. Wenn man an Bronze denkt, denkt man sofort an diese Art von Farbe, die stattdessen durch die Oxidation des Kupfermetalls, aus dem es besteht, zu etwa 90% bestimmt wird. Das Metall, zum Zeitpunkt seiner Herstellung also relativ kürzlich gegossen und noch nicht oxidiert, hat diese ziemlich glänzende, fast goldene Farbe. Dies variiert je nach dem Prozentsatz des Zins, den es enthält. Etwa 10% erhalten eine silbernere Farbe. Je weniger dieser Anteil ist, desto näher kommen wir einer Farbe zu, die eher der von Kupfer ähnelt. Dieser Teil widmet sich der Entwicklung der Blasebalge in historischer Zeit. Je weiter wir uns von der Bronzezeit entfernen und in die Eisenzeit eintreten, desto mehr kommen die Balge, von denen sie eine fast zylindrische Form hatten oder zumindest kaum variierten, wenn nicht mit dem Sackbalg, näher an die ebenfalls historisch bekannte Form, nämlich die des klassischen Balgbalgs. Bereits in einigen Ikonographien der klassischen Epoche beobachtbar und dann gut dokumentiert in der Römerzeit oder zumindest im Mittelalter.